meine Damen und Herren, habe ich ein sehr nices Video am Start. Und zwar von dem Nati Style und dem One and Only Lionel Buttergay, a.k.a. Ask Switzerland. Ich habe noch nie. Und das Format, das kann ich jetzt schon sagen, mit dem Lionel zusammen, wird dieses andere Wild. So. Wir jumpen gerade rein. Wisst ihr, auf Pornhub gibt es die Casting Couch und in der Schweiz gibt es einfach die Lionel Couch. Jeder Schweizer YouTuber ist schon mal auf dieser Couch gesehen. Jeder hat schon mal ein Video da gemacht. Und was auf dieser Couch passiert ist, will ich nicht wissen. Das will ich auch sagen. Ich habe dich so unschuldig eingeschätzt, Real Talk. Hey, da kann ich wirklich nur eins dazu sagen. Es gibt 2 Leute im Showbusiness in der Schweiz, die ich aus vertraulichen Quellen gehört habe, dass die sehr wild drauf sind. Und das ist einerseits der Ask Switzerland und der andere, ich sage jetzt nicht, weil das unfair wäre. Nein, Ask Switzerland, natürlich ein sehr gebildeter Mensch, aber man sagt ja immer, die Chefs bei der Bank, das sind die wildesten im Bett. Drum, der Lionel natürlich, der ist am Start, das wissen wir. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin da mit Lionel, a.k.a. früher Ask Switzerland. Genau, wir haben schon mal ein Okay, ich bin wieder live. Huch! Oh mein Gott! Jetzt habe ich gerade Angst gehabt, dass ich einen Strike bekommen habe von Twitch. Ich bin auf meinen Twitch-Account gegangen und dann steht einfach, ich habe keinen Zugriff auf meine Videos. Video gedreht und es ist einfach mega geil geworden. Aber wir haben den Ton. Alle Streams auf Twitch sind aufgegangen. Eben, Twitch ist glaube ich abgehackt gerade. Logisch kackt Twitch dann ab, wenn ich stream. Aber scheiße, wir sind wieder back. Let's go, weiter mit der Reaction. Das anmachen und dann machen wir jetzt auch noch ein Video. Ich check noch mal ganz kurz, ob der Ton wirklich an ist. Okay. Der Lionel, Digga. Okay, also, was machen wir heute in diesem Video? Oh, was machen wir noch? Wir haben, ich habe noch nie eine Challenge vorbereitet. Genau. Also Und? vorbereitet. Oha. Das Video hat ja noch nie jemand gemacht auf YouTube. Ich habe ja alle schon mit der Nati geschippt, aber Ask Switzerland und Nati, da sehe ich mich drin. Das ist wirklich nicht zu viel gesagt. Spontaner als alles Genau. andere. Und zwar machen wir einfach ein langweiliges Ich kann nicht, sondern wir machen natürlich mit einer coolen Bestrafung. Jeweils, wenn wir es schon mal gemacht haben, dann müssen wir ja, was ist das überhaupt? Das ist so eine japanische Paste, die übelst scharf ist. Wie ich. Ich bin auch scharf. Also, anderes Level. Aber wirklich? Ich habe es voll probiert. Ich bin froh. Ja, Der. es ist schrecklich. Da innen ist unser japanischer Dingsbums da. Das sieht schon ein bisschen disgusting aus. Es schmeckt disgusting. Ja. Oh mein Gott. Digga, ich hasse scharf essen. Ich würde auch sterben bei dem. Ich habe heute Spaghetti Olio gekocht. Man kennt ihn, den Chef-Koch. Der tut mir so die Chilischote rein. Dann habe ich ein bisschen rein und bin fast gestorben. Das ist meine Story of my life. Und ich muss sagen, wir labern gar nicht so viel. Jetzt kannst du es hoffentlich. Und es fängt einfach mal mit dem Video an. Wunderbar. Let's go! Ja, toll! Das ist jetzt ein blödes Timing gewesen. Let's go! Ja, schon ein bisschen besser. Wir lernen noch. Ich habe noch nie einen Absturz gehabt. Fragst du Muss ich jetzt eigentlich auch mitmachen mit den Fingerchats? Was sagen das? Sollte ich auch mitmachen? was ist ein Absturz? Ein Flugzeugabsturz. Nein, wir sind auf anderem Level. Du hast schon mal einen Absturz gehabt? Ja, was heisst denn Absturz? Okay. Ich habe noch nie einen Absturz gehabt. Ich habe noch nie so viel getrunken, dass ich einen Absturz gehabt habe. Warte, richtig Absturz? Filmriss oder was? Ja, machen wir Filmriss oder Kotzen? Lieb gesagt, hat man natürlich schon Erfahrungen mit beidem gemacht. Ah Mann, ich hasse es. Ich kann doch nicht mit der ersten Folge schon. Oh mein Gott. Der hast du mal gekotzt? Jo. Nein, Schon lange her. ich nicht. Ja, das ist so. Hätte jetzt gar nicht Ich bin erwartet. blöd gewesen. Liebe Kinder, machen es nicht so wie der Lionel. Egal. Aber Lionel sagt the truth im Fall. Es gibt nichts Schlimmes, finde ich, als Kotzen an einer Party, weil dann kann man es einfach nicht mehr genießen. Also, bis man kotzt, kann man es nicht mehr genießen. Nachher geht es wieder einigermaßen. Aber ich habe es auch nur einmal erlebt in meinem Leben und es ist, glaube ich, eine der schlimmsten Nächte, die ich erlebt habe. Lul. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geil. Oh, das ist so scharf. Bitte Gnade. Gnade. Nati. Niemand! Gar niemand! Lionel! Bitte Gnade! Oh mein Gott. Oh, damn. Das ist etwas vom Schärfsten, was ich je gegessen habe. Hast du schon mal in die Hose geschissen? Ja, als Kind. Ja, Digga. Also. Jo. Okay, nein, also sagen wir Also als Kind, sag ich jetzt auch. in einem konsiderablen Alter. Niemand! Gar niemand! In der Schweiz. Lionel. Konsiderables Alter. Jetzt habe ich den Ton wieder ausgemacht. Ah, der Stift hat schon so ein bisschen rausgeschaut.
Ich wäre geneigt zu sagen, du musst, aber wenn es nicht in der Hose angekommen ist, dann lassen wir es bleiben. Für alle, die jetzt Kopfkino bekommen haben, es tut mir leid. Du noch nie? Nein. Also, als ich als kleiner Knopf eine Windel angehabt Kleiner Knopf. Du musst aber nicht die Frage ist in die Hose geschissen. Ich habe nie in die Hose geschissen. Genau, das heisst ja in die Hose, Genau. in die Windel. Darum, nein. Ich habe noch nie nackt getanzt. Nein, ich habe noch nie nackt getanzt. Wieso sollte ich nackt tanzen? Gibt es irgendeinen Grund auf der Erde, dass ich nackt tanzen müsste? Nein. Allein in dem Zimmer, in der Dusche. In der Noch Dusche, nie. in der Dusche tanzen, du hast ja... Hä? Digga. So, und jetzt machen wir aber ganz schnell diesen. Chat, hat irgendjemand von euch schon mal im Zimmer einfach nackt tanzt? Also erstens, wenn ich das mache, dann kann ich meine Nachbarn reinschauen. Und zweitens, nein. Das Risiko, dass du umfliegst. Hey, ich glaube, ohne Witz nicht. Was machst du in der Dusche? Duschen? Ja, ist langweilig nur. Dann schwätze ich mit mir. Ja. Dann schau ich, ob ich irgendeinen guten Witz zu erzählen habe. Digga, in der Dusche im Fall, ich tue immer, ich weiß nicht, ob das irgendjemand von euch macht, Chat, in der Dusche, wenn das dort die Wand ist von der Dusche und von da oben kommt so das Wasser kommt immer von oben in der Dusche, es kommt so von da oben und ich tue echt den Kopf so an der Wand anlehnen. Also meine Position in der Dusche sieht etwa so aus. Du hast schon mal. Ja, logisch. Ja, aber hast du noch nie nackt vor dem Spiegel oder so getanzt? Du hast nicht mal einen Spiegel. Ich habe in diesem Zimmer keinen Spiegel, das stimmt. Ich weiss von der Leine, dass ich gut aussehe. Ja. Nimm einen Schluck Milch. Ich hasse Milch. Okay, Ja, okay. jetzt hast du dich wirklich in die Scheisse geritten. Boah, ich habe gar keinen Bock. Ich habe noch nie Habt ihr euch schon mal in Cheesy geritten, Chat? einen falschen Insta-Account gemacht, um über zu stalken. Bro. Also, Retalk, an alle Männer im Chat, habt ihr das schon mal gemacht? Ich glaube, das ist so ein Frauending. Frauen sagen in der Beziehung dann immer, wenn du mit einem Girl schreibst, oh nein, das darfst du nicht machen. Aber vor der Beziehung machen sie sich einen zweiten Account, um irgendjemanden zu stalken. Sei doch einfach ehrlich und stalk mit deinem Main-Account. Was ist schon stalken? Du zeigst dem einfach, dass du Interesse hast, aber geh doch nicht mit einem zweiten Account stalken. Bitte! Und du nimmst immer wirklich die ich... Hast du auch, oder? Nein, warte, wenn ich es schon habe, dann muss ich. Das stimmt. Zum Glück, ich muss nicht. Hast du keinen anderen Account? Ich habe nur den. In dem Fall, cheers. Zum Wohl. Boah, es ist... Sie leidet. Es ist wirklich Folter. Das ist next level. Ich habe noch nie etwas mit einer Person vom gleichen Geschlecht gehabt. Was heisst etwas gehabt? Nee. Nee, aber war ja auch nicht schlimm, aber nee. Ich würde sagen, alles mehr, was mehr als Küssen ist etwas gehabt. Nein. Nein. Ich habe noch nie einen One-Night-Stand gehabt. Aha, jetzt hat er mich absolut nicht verwünscht. Nein, auch nicht. Also ich bin absolut langweilig. Ich hasse die Soße. Ich hasse sie so sehr. Lionel! Lionel? Aha, ja, der Lionel, wir haben es schon immer gewusst. Du nimmst nicht? Okay. Siehe da, von deinen Videos hätte ich jetzt auch egal nicht. Was? Du hast schon mal eins gehabt? 1! Ja, dann muss ich sagen, wenn es nur 1 ist. Was? Lionel! Jetzt muss ich meine Kopfhörer auflesen, absolut zum Kotzen. Aha, da erfahrt man wirklich neue Sachen. Hätte ich nicht gedacht. Lionel, das hätte ich nicht gedacht. Nein, schon mal eins gehabt. Also, Du hast 1 schon oder mal- mehr oder genau 1? Hast du mehr gehabt? Ich habe nicht 1 gehabt, okay? Das heisst, ich muss nicht essen. Doch, du hast... Ich habe noch nie ein One-Night-Stand gehabt. Du hast schon mal eins gehabt. Nein, ich habe dich komplett anders geschätzt. Ich habe die komplett anders geschätzt. Oh Lord. Ich habe noch nie eine Freundschaft plus Beziehung gehabt. Freundschaft. Nein. Oh, ich blamier mich wieder mal. Chat, die kennen ja nichts anderes von mir und die auf YouTube auch nicht. Von dem her alles easy. Plus heisst das ganze Programm und du bist nicht miteinander zusammen. Ja. Nein. Lionel! Was ist denn da los? Unser Schweizer zukünftig Bundesrat hat F+, aber ich gönn's ihm, Digga. F+ an sich. Ja, eigentlich nicht mehr so ein schlechtes System. Du! Was? Ich hab dich so unschuldig eingeschätzt, Real Talk. Ich habe noch nie im freien Sex gehabt. Ich habe nichts Scharfes zum Essen, von dem her muss ich ja jetzt nichts Scharfes essen, Chat. Ist das so? Muss ich immer die blöde Frage kriegen? Aber ich auch, Bro. Oh Gott. Oh mein Gott.
Ich habe fast kurz gedacht, was ist so. Aber es ist eben auch grusig. Es ist wirklich grusig. Im freien Sex haben oder? Okay, jo. Ja, voll. Ich habe noch nie... Ja, das ist grusig. Aber im freien Sex haben, alles easy. Ich habe noch nie das Gegenüber geschlagen. Geschlagen, so richtig ernst? Also richtig mit Ernsthaftigkeit. Nein. Vielleicht so als Kind mit den Geschwistern, aber... Ja gut, und ich gesagt, dass ich meinen Bruder mal outgenockt habe. Nein, nicht gerade outgenockt, aber ich und mein Bruder haben schon das ein oder andere Mal einen ernsten Fight gehabt, wo man so 8, 9 war. Ich glaube, das Highlight war mit so Ping-Pong-Schlägeln hinten drin schießen. Das ist so... das ist so top-notch gewesen. Aber jetzt nie so... Tell me more. Jo, als ich in Frankreich Ja! 5 Wochen Spruchaufenthalt gemacht habe, bin ich einmal spät oben in der Metro gefahren. Zusammen mit einer Kollegin sind wir auf dem Heimweg gewesen. Und dann sind wir dort von so 2 Halbstarken ein bisschen bedrängt worden und bespuckt worden. Und die haben dann mit dem Velosattel auf mich los, aus welchem Grund auch immer. Und dann, ich habe gemeint, ich muss meine Kollegin, das ist ein Plot-Twist, ich habe gemeint, ich muss die Kollegin verteidigen. Nachher bin ich halt aufgestanden und habe mich so ein bisschen vor sie gestellt. Und dann haben sie den Velosattel vom Velo abgeschraubt und hat so auf mich hauen oder so. Und dich? Ja, okay, und ich bin jetzt wirklich, also ich meine, schau mir an, ich sehe jetzt nicht wirklich... Hey! Lionel, diese andere Maschine. bedrohlich aus so. Und ich habe dann irgendwie nicht mit dem gerechnet. Ich habe einfach von unten direkt so in sein Kinn getroffen und er ist einfach rückwärts runter. Gut. Nachher hat die Kollegin... Der Lionel erzählt Sachen, die ich nie bei Lionel gedacht habe. Crazy. Ja, aber Lionel ist auch so einer, er würde so heimlich gut Karate können. Das siehst du so ihm nicht an. Aber im Fight dann macht er so... Der ist so parat. Das ist dieses andere Parat-Chat. Hat sich herausgestellt, hat einen schwarzen Gürtel in Karate, aber sie hat nichts gemacht. Und das finde ich so ein bisschen meh. Oh shit. Ja. Ich habe noch nie ein Zahnbürstchen von jemand anderem benutzt. Glaubt ihr wirklich, dass wenn man einen schwarzen Gürtel... Also ich kenne mich übel nicht aus mit Karate, aber wenn man im Karate einen schwarzen Gürtel hat, ist man dann auch actually gut im Echtfighten? Oder ist Karate nur mehr so... theoretisch? Ich hoffe so sehr, dass ich das noch nie gemacht habe. Ich habe eine nice Story. Was ist die Frage? Was ist die Frage gewesen? Ich habe noch nie ein Zahnbürstchen von jemand anderem benutzt. Ich hoffe so sehr, dass ich das noch nie gemacht habe. Doch, safe. Schon mal daheim ein Zahnbürstchen vom Bruder verwechselt. Safe. Ich habe eine nice Story dazu. Echt? Jetzt bin ich aber wirklich gespannt. Ich habe die gleiche Zahnbürste wie meine Schwester. Die sieht gleich aus. Und ich weiss nicht warum. Irgendwie war eine nicht mehr da. Keine Ahnung warum. Meine Schwester und ich haben halt nicht gewusst, welche das ist. Und ich habe einfach gemeint, meine Schwester hat jetzt eine neue Zahnbürste. Und meine ist halt auch dort, weil ich habe mit ihr auch nicht gemacht. Und sie hat das Gleiche gedacht. Oh. Dann haben wir 2 Monate lang die gleiche Zahnbürste benutzt. Und haben es erst gemerkt, wenn wir in die Ferien gegangen sind, weil sie dann so gesagt haben, hey, wer hat meine Zahnbürste? Ich so, hä? Das ist meine. Und so, nein, das ist meine. How Corona gets spread. Also, oh mein Gott! Oh Das ist mein wirklich- Gott, oh mein Gott. Disgusting as fuck gewesen. Oh nein. Ah, das Level, ja. Aber haben die nicht gemerkt, dass sie nicht... Weißt du, ich mir doch mal vorstellen, so Leute tun beim Geschlechtsverkehr sich gewisse Sachen, sag ich mal, aber das Zahnbürstchen verwechseln ist dann extrem hässlich. nass ist, wie sie schon Ja, doch schon. Du denkst, du hast vielleicht am Abend vorher irgendwie so. Keine Oh mein Ahnung. Gott, das ist unmöglich. Ja. So, das ist der Last One gesehen. Gebt doch dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und vergesst nämlich das Abonnieren und die Glocke aktivieren. Wie macht man das? Wieso fragen wir das in letzter Zeit alle? Wieso fragen Bro, bei mir die genau gleiche Reaction hätte gehabt. Die genau gleiche Reaction. wir alle, wie tut man die Glocke aktivieren? Was ist das für ein Meme? Ja, aber wer das nicht weiss. Bing, bong! Kann mir das jemand erklären, bitte? Der Adi hat mir das auch mach schon so. Jetzt machst du Ding Dong. Ding Dong. Ja, jetzt sagst du mal in die Kamera. Ding Dong. Und wir haben dann immer ein Video gemacht. Es ist zwar mit chinesischem Untertitel, aber es ist auf Schweizerdeutsch. Was haben wir gemacht? Wir haben mega viele Snacks aus Taiwan probiert. Die einen sind mega gut und die anderen sind speziell gewesen. Nicht so gut. Könnt ihr dann schauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Tschüss! Ich bin cool. Ja, nices Video gesehen. Lionel, du hast anscheinend noch die ein oder andere Story zu erzählen. Hat mir Spass gemacht zum Zuschauen. My